2 Engel als Kerzenhalter. Sie bergen ganz persönliche Erinnerungen. Sie standen immer bei den Großeltern und deswegen verbinde ich natürlich auch meine Oma und meinen Opa damit. Und ich würde sie auf jeden Fall auch aufstellen. Also verkaufen würde ich die niemals. Was möchten Sie jetzt von den Experten wissen? Die sollen ja aus dem 15. Jahrhundert sein. Stimmt das? Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Grüß Sie. 2 Kerzenhalter in Form von Engeln. Ja, Leuchterengel. Leuchterengel. Ich nenne sie Wo so. haben Sie die her? Also meine Eltern haben die 1980 in Meran in Südtirol gekauft. In Meran, aha. Antiquitätenladen, genau. Und es hieß, dass sie aus dem 15. Jahrhundert sein sollen. Aber mehr weiß ich nicht dazu. Und jetzt wüsste ich das eben gerne, ob es stimmt oder nicht. Gefallen es Ihnen auch? Oh ja, total. Also sie haben auch was sehr Royales mit ihren Gewändern. Und dementsprechend wäre es interessant auch zu wissen, ob sie dann tatsächlich irgendwann mal in der Kirche standen oder wofür sie eigentlich auch genau verwendet wurden. Prima. Schauen wir mal, ob wir Ihnen da helfen können. Sie haben auf jeden Fall etwas sehr Prächtiges, weil es kommt uns ja Gold entgegen von oben bis unten. Und Sie haben sie wahrscheinlich auch ganz prächtig aufgestellt zu Hause, nehme ich an, und benutzen sie zu bestimmten Anlässen? Ja, sie standen eigentlich auf der Heizung und sind dann schrecklich gebröckelt und da mussten sie restauriert werden. Und da kam so eine ganz dicke Klarlackschicht runter, die ziemlich verschmutzt war. Und da sind eigentlich die Farben erst rausgekommen, die schönen. Also auch die Gesichtsfarben und die Blautöne vom Flügel, die waren vorher eigentlich gar nicht erkennbar. Engel fühlen sich auf Heizungen nie wohl. Die wollen in die Kühle des blauen Himmels, da kommen sie her. Und wir sehen ja hier 2 ganz wunderbare jugendliche Engel mit jugendlichen Köpfen, wallendem Haar. Und man sieht, sie haben eng anliegende Kleidung, über der Brust jeweils eine Schärpe. Und unter dem Arm hat jeder einen großen Kerzenleuchter. Wenn man weiterschaut, sieht man vor der Taille öffnet sich das Gewand, schlägt sich auf und zeigt uns dieses schöne Schachbrettmuster und gibt uns den Blick frei auf das Untergewand, das wieder zusammengehalten ist über dem Oberschenkel mit einer Fibel und gibt dann das Bein frei, das unten in einen Stiefel ausläuft, aber eine Stiefelsandalette, denn man sieht hier, dass die Füße eigentlich vorn, die Zehen nackt sind. Und da sieht man ganz besonders, dass der Bildhauer, darauf möchte ich gleich hinweisen, so ein bisschen Schwierigkeiten manchmal hatte, den Fuß auf dem Sockel unterzubringen. Und deswegen ist der eine Fuß ein bisschen größer, der andere ist ein bisschen kleiner oder hat ganz merkwürdige Zähne. Und dann sieht man noch, sie stehen natürlich auf sehr schönen Sockeln, die auch wieder dieses Schachbrettmuster aufweisen mit Voluten an den Seiten. Und das hilft uns auch ein bisschen, diese Engel zu datieren. Und das zeigt uns eigentlich sehr schön von der Ornamentik, dass wir ins 17. Jahrhundert kommen. In die Zeit zwischen 1620 auch bis 1650 noch, da ist das ganz typisch und da kommt auch dieses Schachbrettmuster des Öfteren einmal vor. Was man jetzt hier sehen kann, ist, dass man hier eigentlich eine tolle, originale Farbgebung hat, die weitgehend original ist. Das sieht man an diesen Schachbrettmustern überall. Man sieht es auch an der Vergoldung, vor allem hier am Gewand und vor allem hier an diesen, an diesen Gürteln oder Umhängeschnallen. Da hat man verschiedene Farben drauf. Man sieht hier ein bisschen Blau, man sieht hier ein bisschen, das ist ein bisschen weggekommen. Das soll möglicherweise irgendwelche Art Schmuckstücke, also Glasbesatz oder irgend sowas sein. Also die waren schon sehr, sehr, sehr farbig. Auch da ist nicht mehr alles da. Sehr, sehr schön gemacht. Wenn wir von der Zeit her, wie Sie damals in Meran gekauft haben, Sie haben gesagt vom 15. Jahrhundert. Tja, die Frage ist, ob man da nicht darüber sprach, dass das nicht 15. Jahrhundert ist, sondern dass man in Italien sehr gerne vom Cinquecento gesprochen hat. Das wäre dann das 16. Jahrhundert. Stilistisch könnte man vielleicht sogar in den Hochburgen davon ausgehen, dass das 1590 oder sowas ist. Aber hier sprechen wir von einer Örtlichkeit, die also mehr in den Westalpenbereich geht, also nördlich, sehr weit nordwestlich von Mailand. Und da muss man dann davon ausgehen, dass es ein bisschen länger gedauert hat, bis eine solche Stilrichtung dort angekommen ist. Und deswegen kann man dann nicht mehr vom Cinquecento, sondern vom Seicento sprechen, also vom früheren Seicento. Und das mag möglicherweise dann auch missverständlich gewesen sein, dass man gemeint hat, das ist aus dem 15. Jahrhundert. Stilistisch passt da gar nicht rein. Jetzt drehen wir es mal schnell um mal auch nach hinten zu gucken.
Da sieht man hier eine etwas grobe Rückenfarbe drauf, die im Prinzip einfach das Holz schützen soll. Auch hier habe ich das Gefühl, dass das weitgehend original ist. Die Flügel sind einfach mit groben Nägeln eingepasst und ja, wo sie standen. Wo haben Sie gestanden? Wo haben Sie gestanden? Das ist Ihre Frage. Und da zeigt uns die Rückseite natürlich, Sie waren von hinten nicht zu sehen. Das heißt, sie standen da, wo man nicht hinschauen konnte. Und solche Engel, die Kerzen halten, insbesondere wenn es Paare sind, die kommen sehr, sehr häufig, und da würde ich sie auch verorten, von Altären und sind die sogenannten Sanctusengel. Die standen auf Altären rechts und links mit weisenden Gesten, die den Blick der Betrachter jeweils von links und rechts in die Mitte ziehen sollten, nämlich da, wo das große Altarblatt war und da, wo das Messopfer stattfand. Sie wurden zum Sanctus angezündet und nach der Kommunion gelöscht, deswegen Sanctusengel, und zeigten ganz besonders an, jetzt ist Christus auf dem Altar. Und dafür waren solche Engelpaare häufig gemacht, vom Spätmittelalter an bis in die Barockzeit. Darf ich fragen, wie viel Geld Ihre Mutter, ja? Meine Eltern die Eltern ja, das weiß ich noch haben. Genau, weil ich habe sie entdeckt gehabt und wir haben sie so gut gefallen. Also sie haben damals 5.000 Mark dafür bezahlt. Gut. Wenn man jetzt heute den Preis bestimmen muss, würde ich denken, sind wir genau da, wo wir damals waren, bei 2.500 € in etwa. Sehr viel weiter sind wir nicht gekommen, aber ich denke mal, Ihnen hat es gefallen. Ja, ja. Dem Sohn gefallen Sie? Ja, auf jeden Fall. Also denke ich mal, ist der Preis nicht ganz entscheidend. Nein, aber es hat überhaupt nicht. Keinen Wertverlust gegeben, das kann Nee. ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Aber es sind Südtiroler, also sie kommen schon daher, also sie sind da angesiedelt, oder? Südtirol, ja. Also ich würde sie eher zwischen Lombardei und Graubünden verorten, Genau. also in die westlichen Alpenregionen, Austertal. In dieser Richtung scheinen mir die vom Stil eher zu passen. Okay, Ganz Dankeschön. wichtig ist, dass sie nicht mehr auf die Heizung kommen. So ist Ja, haben wir schon weggeräumt. Wunderbar. es. Großartig. Dankeschön. Dankeschön. Wiederschauen. Vielen Dank. Wiedersehen. Sie sind doch nicht so alt, aber das hatte ich mir ja auch schon gedacht gehabt. Das kam mir irgendwie zu alt vor die Schätzung. Also ich bin froh, dass ich jetzt genau weiß, wann sie gemacht worden sind und wo sie herkommen.